Also, was können wir machen? Es gibt noch 2, 3 Sachen, die wir noch erledigen können. Hier als Achsenlink. Kann vorher nicht... Ups, kann man vorher nicht erkennen. Und das, da ist glaube ich keine davon. Ich brauche dafür noch ein anderes Tool. Aber gleich schon wieder reinschauen. Vielleicht bin ich am falschen noch. Nein, das ist der, genau, da kann ich noch nicht durch, da brauche ich noch eben ein Tool dafür. In der Mitte dort ist nichts. Mal schauen, ob da unten noch etwas ist. Da. Ist das der Wald? Nein, da ist nicht der Wald, da ist etwas anderes. Sonst quasi, dass ich da Geld brauche. Hallo! Ich habe eine Waffe fertiggestellt. Wie wär's damit? Möchtest du vielleicht diese Waffe für 200 Rubine kaufen? Ja, aber ich habe zu wenig Geld. Na gut, komm später wieder. Komme ich da echt auf die... Was brauche ich noch? 32? 32 Rubin hier irgendwo in... den Topf kaputt gemacht. Da hinten unten hat es doch etwas. Irgendwo ist noch ein kleiner Meister da. Das könnte vielleicht gerade so lange. Wahrscheinlich nicht. Tun wir schnell den Garone anhalten. Hallo! Zu nahe. Und auf die andere Seite. Gekehrt? Hat schon wieder gekehrt. Jetzt auch nicht. Wo ist er? Jetzt sollte es passen. Gut, sehr schön. Wie konnte dir das gelingen? Du bist einer von Ganondorfs Leuten. Hör meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht. Ich bin Link, der größte Krieger der Goronen. So, bist du. Ich auch. Aber nicht der Goronen. Was? Ach, dein Name ist Link? Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein, der mächtige Link. Darunia ist mein Vater. Kennst du ihn? Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Ah, ja, da ist wieder so ein Moment, wo sich so auszahlen würde, wenn man einen komischen Namen zweideutigen Namen benutzt. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Link, für uns bist du ein echter Volksheld. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Schreib für meinen Freund Link, den Goronen. Oh, es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten, doch hör mich an. Mein Vater Darunia begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Heul, schnüff, Daddy, huhuhu. Für den Drachen, okay. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagia in den Höhlen dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art. Sie fraß Goronen bei lebendigem Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Heul, schnüff, Daddy. Ja, ich muss ihn beruhigen, vor allem aus Goronen. Vater war gerade nicht hier, als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Ganondorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie Volvagia geopfert werden. Vater sagte, dass Ganondorf die Drachenkreatur wieder erweckt hat. Es warnungen alle, die sich ihm widersetzten, will der Tyrann die Goronen den Drachen Volvagia zum Fraß vorwerfen.
Also brach Vater ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Link. Möge diese Koronenrüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Yes, nice. Können wir uns gerade entsprechend kleiden. Nice. Also Link. Und Link. Machen wir das. Tada! Wo ist die? Ah, da hinten. Mach ich da dazu? Keine Chance. Aber das sollte ich schaffen. Was ich nachher noch mache, ich gehe nicht rüber. Wobei, nee, das geht gar nicht. Das geht nicht. Aber das sollte gehen. Jetzt muss ich schon überlegen, wenn ich jetzt... Doch, das geht. Wo sind wir? Das weiß ich jetzt auch nur, weil ich es eben schon mal gemacht habe. Es sollte zumindest funktionieren. Ja, genau, passt. Ich könnte jetzt zwar hier, dass ich noch ein genaues Ding reinspringen. Nope, keine Chance. Ja, mal schauen. Wenn ich jetzt nochmal spiele, geht er wahrscheinlich weg. Ich hoffe nicht, dass aber noch ein zweiter kommt, aber ich glaube, das ist aber nicht der Fall. Nein. Okay, gut, da kann ich mit dem Hook, wie heisst der, mit dem Stufe 1, mit dem Fanghaken nicht weiter, aber ich den Enterhaken dafür. Okay, was mir jetzt noch übrig bleibt, ist genug Rubin sammeln, um die Waffe von diesem vom Big Goron, vom grossen Goron zu kaufen. Was ich auch will machen, aber ich habe noch zu wenig. Schauen, vielleicht finde ich ein paar Rubin. Was mache ich? Ein paar jetzt, aber... Wie kann ich sonst noch schnell Rubin sammeln? Ja, wenn es zwar immer 3 gibt, ist das eigentlich nicht so schlecht. 32, 33 brauche ich 11 Mal. Ja, nicht einmal mehr. 17 noch. Es sind noch 3 Steine, wenn es jetzt wieder 3 gibt. Ja, voll. Komme ich auf die 200. Ja gut, dann noch ein bisschen Geld machen. Und gleich Weg zurück. Flup. Ah ja, was die Corona-Rüstung überhaupt bringt, das habe ich gar nicht gesagt. Was sie überhaupt bringt, ist, dass man auch bei extrem heißen Orten, wie zum Beispiel eben der Feuertempel, keinen Schaden nimmt oder keine Zeit abläuft, wo man quasi zu viel Schaden würde reinnehmen. Also man kann einfach, man ist hitzebeständig sozusagen. Und das ist im Feuertempel notwendig. Wenn man sonst gar nicht könnte arbeiten. Gut, also, haben wir das Geld. Nein, warte, welcher ist es? Da ist es. Der Eingang. Ah, weißt du, jetzt bin ich ja mega nah beim Wald, jetzt kann ich ja schnell den Monsieur wecken. Hallo Goron. Ja, will ich. Langschwert, wuhu.
Und kein einziges mehr. Der Scheiß am Langschwert ist... Ich trage mal schnell. Nein, ich kann es brauchen, aber nicht so lange. Hä? Okay, dann geht es irgendwann einfach kaputt. Behalten wir es mal schnell. Es ist nicht allzu stabil. Ich brauche aber das Kaputte quasi, damit ich aus dem Kaputten kann etwas weitermachen kann. Ja, ich weiss, dass die Wolke über und der Ausberg nichts Gutes bedeutet. Nee, falsch. Jetzt habe ich schon auf das Lied gewartet. Ist das... Also das ist ein weiter. Da ist es. Ja, das Schwert hat nicht allzu viel Beständigkeit. Ich brauche das viel Besseres. Der Schmied ist auch nicht irgendwie der... da ist es. Und kaputt. Also für das, dass es 7 Jahre dafür gebraucht hat, ist es nicht allzu gute Qualität, aber naja. Kann nicht immer gewinnen, oder? Wenn ich mir jetzt richtig entsinne, dann ist das... es könnte zwar sein, dass ich das Hühnchen Nummer 2 für ihn brauche. Ja, er ist am Schlafen. Ich glaube nicht das Kiki, sondern so Steins. Zeit weg. Nope. Okay, nein. Okay, dann brauche ich es einen anderen. Übrigens, das andere Schwert muss ich noch wieder ausrüsten. Mach's doch so. Ja, jetzt muss ich gerade überlegen. Ist es wieder der Talon, den man muss wecken? Kein Effekt. Okay. Was muss ich wecken mit dem Hühnchen? Genau, ich komme eben noch das blaues Hühnchen über. Und das ist quasi das Hühnchen von ihm, von dem Typ. Aber... I don't know. Ich bin gerade ein bisschen überfragt im Moment. Übrigens, ich lade muss ich schnell. Das ist einfach der geilste Typ, was es gibt. Hallo. Wir sind irgendwie langweilig. Meine Kollegen sind zwar irgendwie kurz vor dem Sterben oder so, aber ja, schießt mir an. Keine Ahnung. Anyway. Let's go. Larunia ist nicht da, aber... Es gibt etwas viel Cooleres. Oh, ein 20 Rubin. Wenn ich das gewusst hätte. Hat zwar nicht genützt, aber ja, ich wüsste doch etwas aus Reserve. Perfekt. Dann müsste es doch wahrscheinlich irgendwo noch ein Ding sein. Eine Fee. Komm jetzt. Nein, jetzt nicht. Schade. Da hat es wahrscheinlich eine. Ach, das richtig im Kopf, das sind da... Ich sehe jetzt eben vor lauter Rotfilter sozusagen. Nicht, was es für Steine sind. Ja, es sind die schwarzen Steine. Also nicht die schwarzen, die Steine, die ich halt jetzt noch nicht kaputt machen kann. Jetzt brauche ich noch Fanghaken. Blank. Oh. Hallo. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Poesino. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Der ist cool, der finde ich irgendwie noch witzig.
Und... Ups. Vertippt. Nein, ist zu viel auf A gedrückt. Bam. Es gibt ja einen Bolero von Maurice Ravel. Also... Ja, also das ist die Anspielung drauf, oder beziehungsweise... Ich weiß nicht mal, wie er genau geht, aber so das das hat irgendwie so ein... ja, das hat eben Ähnlichkeit mit dem. Und da ist Flamme und der Schick ist weg. Gut, aber jetzt kann ich mit dem Bolero zur Plattform da rechts von mir teleportieren. Den habe ich ja geholt. Genau, den habe ich als kleinen Link schon geholt. Was wir jetzt noch machen ist... Ich muss auch unbedingt mal an den Hylia-See, unbedingt. Weil da kann jetzt nämlich, wenn ich mich richtig entsinne, auch wieder ein... Genau. Auch wieder eine Vogelscheuche. Oder die Vogelscheuche, es ist immer nur eine. Dann als kleiner Link muss ich da mal noch an teleportieren und einen Boden pflanzen. Damit ich dort oben das Ding holen kann, das Herzteil. Aber bevor ich jetzt überhaupt anfange damit... Oder bevor ich so irgendetwas mache, mache ich das erste Feuertempel. Würde ich sagen. Ich kann ja vielleicht nach dem Feuertempel dann mal einen Unterbruch machen und so ein paar Erledigungen machen. Aber es ist eben noch cool, wenn ich jetzt im Feuertempel bin und also den Gegenstand bekomme, den ich jetzt brauche. Mit dem kann man noch ein paar Gegenstände dann auch... ein paar Gegenstände. Ein paar Höhlen und Wege freischaufeln. Wo man jetzt noch nicht Zugang hat. So, darum mache ich das jetzt. Hopp und... Ja, geht. Nicht Angst haben. So. Passt. Da wären wir. Okay, den Feuertempel mache ich aber nicht. Oder mache ich nicht mehr jetzt. Das mache ich in der nächsten Session. Es ist jetzt gleich schon wieder 2 Stunden um. Etwa. Und... Ja, jetzt begreife ich mich wahrscheinlich noch. Da ist noch Dings aus dem Weg. Ist nicht noch ein dritter? Oh nein, nur 2. Hier nu. Okay. Ja, den mache ich jetzt nicht mehr. Heute. Leben wegen 2 Stunden und so. Ist jetzt schon genug grosse Session. Dann geht es das nächste Mal wieder weiter. Ich danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, schönen zusammen.